Ich stehe hier vor der Staatsanwaltschaft Rottweil, die heute in einer Pressekonferenz die Jahresbilanz von letztem Jahr bekannt gegeben hat. Demnach hat die Staatsanwaltschaft Rottweil mehr Arbeit bei fast gleichbleibendem Personal. Das ist eine schwierige Situation, denn jetzt müssen alle Angestellten der Staatsanwaltschaft Rottweil, die mit Ermittlungsverfahren zu tun haben, Überstunden machen. Wir sind jetzt an einer Grenze angekommen, wo wir sagen müssen, eine weitere Steigerung ist ohne weiteres Personal auch irgendwann nicht mehr zu verkraften. Es ist zwangsläufig mit der steigenden Anzahl von Verfahren auch eine längere Bearbeitung der Verfahren verbunden. Jedes Verfahren muss durchgearbeitet werden, muss durchgelesen werden, bis entschieden werden kann, ob Anklage erhoben werden kann. Und es ist einfach bei den jetzigen Verfahrensdauern mit dem Personal, das wir zur Verfügung haben, auf Dauer nicht zu bewältigen. Einer der spektakulärsten Kriminalfälle letztes Jahr sprengt sogar die Kapazität der Staatsanwaltschaft Rottweil. Es geht um Internetbetrug und es geht um einen Verkäufer aus dem Raum Oberndorf, der Dekodierprogramme für Pay-TV-Programme verkauft haben soll. Gleichzeitig wird gegen seine Kunden ermittelt. Insgesamt 6.700 Abnehmer aus der ganzen Bundesrepublik sollen die Programme gekauft haben und gegen sie wird nun auch ermittelt. Das treibt die Staatsanwaltschaft Rottweil zu Überstunden.